Dr. Stone, bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Ihr nächster Test wartet. Haben Sie sich eine Erkältung eingefangen, Dr. Chavez? Sie hören sich so heiser an. Wie putzig. Meine Kollegin bereitet gerade etwas Besonderes für Sie vor. Also werde ich diese Einheit leiten. Du kannst mich Kerl nennen. Du bist kein Doktor? Einen Doktor haben wir hier alle, Madeline. Verliert irgendwann dann doch an Bedeutung. Erzähl mir mehr davon. Wie ist es denn so, hier zu arbeiten? Anders als alles, was du dir vorstellen kannst. Fast uneingeschränkte Handlungsfreiheit, null Überwachung durch Regulierungsbehörden und das inmitten der besten und hellsten Köpfe der Welt. Klingt eher nach einem zweischneidigen Schwert. Was passiert, wenn einer von euch abtrünnig wird? Dafür muss jeder auf seine eigene Art gerade stehen. Wir sind hier alle auf dem gleichen Weg, Madeline. Nur stehen wir an verschiedenen Punkten. Also, sollen wir da mal anfangen? Ja, fangen wir doch mal einfach mal an. Gute Güte. Ist dieser Abgrund wirklich nötig? War fester Boden zu teuer? Ganz im Gegenteil. Diese Anlage wurde buchstäblich in unterirdischen Fels getrieben und hat Milliarden gekostet. Aber ab und zu haben wir unseren Spaß mit ein wenig Theater. Bitte geh auf deine Position in der Mitte. Hey, ich kann ihn sehen. Du weißt ja, aufgrund des exzessiven Einsatzes von Antibiotika in Medizin und Landwirtschaft kommen behandlungsresistente Keime immer häufiger vor. In diesem Szenario hat so ein Pathogen eine globale Pandemie entfesselt, die für Krankheit und Tod sorgt. Zum Glück wurde eine neue Behandlungsmethode entdeckt und du leitest das Team, das damit den Ausbruch eindämmen will. Du musst jedes Jahr dein Personal mit Ressourcen versorgen, und zwar über einen Zeitraum von 5 Jahren. Du kannst deine Leute entweder in betroffene Gebiete schicken, um die Anzahl der Infektionen zu verringern, oder du kannst sie forschen lassen, damit du die Infektionsraten noch besser verringern kannst. Du kannst deine Meinung so oft ändern, wie du willst, bis du den Aktionshebel ziehst. Wenn du das tust, werden deine Entscheidungen berechnet und die Karte wird mit den Ergebnissen für jenes Jahr aktualisiert. Dein Ziel besteht darin, die Todesrate in jeder Region unter den Schwellenwert für akzeptable Verluste zu drücken. Bei Versagen wird die Simulation beendet und du musst es nochmal versuchen. Wenn du bereit bist, zieh den Aktionshebel. Boah, Leute, habt ihr das gehört? Was tust du mir nur an, Curl? Also ich hab's nicht wirklich verstanden. Versuch's mal. Dadurch wird bereits ausgebildetes Personal in das betroffene Gebiet entsandt. Das wird also meinem Personal helfen, die Infektionsrate zu senken, wenn ich es in das betroffene Gebiet schicke. Gott sei Dank, eine Rückgängig-Taste. Wenn ich es mir also anders überlege, dann drücke ich die. Dann drück doch mal. Okay. Du hast kein Personal mehr. Mit Hilfe der Minustaste kannst du Personal freimachen, um es dann neu zuzuweisen. Ja, Ja, komm, Im letzten Jahr ist die Infektionsrate in Nordamerika um etwa 25% gestiegen. In Südamerika um etwa 25%. In Europa um etwa 20%. In Afrika um etwa 20%. Im nördlichen Asien um etwa 20%. Im südlichen Asien um etwa 20% und in Ozeanien um etwa 30%. Oha! Scheiße. Shit. Die Region mit der am stärksten steigenden Infektionsrate war letztes Jahr Ozeanien. Eine Steigerung um etwa 25%. Und die Region mit der am wenigsten steigenden Infektionsrate war Afrika. Eine Steigerung um etwa 10%.
mal, ich versuche mal das. Die Region mit der am stärksten steigenden Infektionsrate war letztes Jahr im nördlichen Asien. Eine Steigerung um etwa 35%. Und die Region mit der am wenigsten steigenden Infektionsrate war Ozeanien. Eine Steigerung um etwa 20%. Alter. Kann mir mal bitte schon jemand sagen, wie ich das machen soll? Nicht übel, Dr. Stone. Die Verluste lagen über den akzeptablen Limits. Aber erst in ihrem 4. Jahr. Also ziehe den Hebel zum Zurücksetzen und wir schauen mal, ob du das nicht noch besser kannst. Was? Verlust? Hä? Verstehe ich nicht. Was muss ich denn machen, genau? Nee, warte mal. Ich komme nicht ganz nach, was ich tun soll. Naja, probieren wir das mal. Ich weiß nicht, für was das die Forschung gut sein soll. Boah, Leute, ich verstehe es nicht. Gleiches Spiel. Du hast genauso lange durchgehalten wie beim letzten Mal. Zieh den Hebel einfach nochmal, um einen neuen Versuch zu starten. Ich muss Ist das Teil des Tests? Ganz gewiss nicht. Moment. Ah, da scheint es ein Problem unten im Stromverteiler zu geben. Für den Moment geht's nicht weiter. Was? Ich kann nicht mal wieder zurück in diese schöne, gemütliche Gefängniszelle? Nix, die Türen sind automatisch verriegelt worden. Ohne Scheiß, mich wundert's, dass diese Gegensprechanlage überhaupt noch geht. Für einen Laden, der Milliarden von Dollar gekostet hat, haben sie nicht gerade... Madeline, hör mir zu. Ich habe gerade gesehen, dass die Monitore auch ausgefallen sind. Okay, niemand sonst kann uns jetzt hören. Okay. Was du vorher sagtest, von wegen abtrünnig werden. Genau das passiert hier gerade. Aber nicht so, wie du das damals gemacht hast. Es stimmt doch, dass ihre Mutter damals der Behandlung zugestimmt hat, oder? Aber natürlich hat sie das. Was zur Hölle hat das denn bitte mit irgendwas zu tun? Hören Sie, jeder hier weiß, dass Sie es nicht gerade leicht gehabt haben. Aber nicht jeder fragt, bevor er mit seinen Experimenten anfängt. Das ist unglaublich. Was wollen Sie dagegen tun? Sagen wir so, wenn alles nach Plan läuft, bin ich schon weg, wenn du dich The Assembly anschließt. Die Lage wird unter Kontrolle sein, aber du und ich, wir werden uns nie wiedersehen. Moment mal, ist das hier wieder ein Test? Testen Sie mich jetzt auf, was weiß ich, Loyalität oder sowas? Du und ich, wir sind gar nicht so verschieden, Madeline. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich nach einem Fehlschlag selbst aus den Augen verliert. Wie das ist, wenn man erkennt, dass man getötet hat, obwohl man doch Gutes tun wollte. Wie das ist, seine Lieben zu verlieren, weil sie nicht ertragen, was man selbst geworden ist. Also, was für einen Rat haben Sie für mich? Sollte ich diesen Job überhaupt annehmen? Das kannst nur du entscheiden. Doch ich denke... Okay, Madeline, kannst du mich jetzt hören? Geht die Gegensprechanlage wieder? Ja, Kerl. Ja, ich kann Sie jetzt hören. Dann lass uns weitermachen. Ziehe den Aktionshebel und versuche es nochmal. Oh, Mano.
Hätte mir einen kleinen Tipp geben können, wie ich es machen soll. Also jetzt drücke ich alle mal runter, wo einen Infektionsstatus haben und setze eine Erforschung. So, gleiches Spielchen nochmal. Der Ozean. Ich muss 5 Jahre... Oha. Ich muss 5 Jahre durchhalten. Du hast nicht so lange wie beim letzten Mal durchgehalten. Tut mir leid, Madeleine. Und ich habe da so langsam eine Ahnung, dass es beim nächsten Mal auch nicht besser werden wird. Das ist ein unlösbares Szenario. Es gibt einfach nicht genug Ressourcen, um dieses Ding zu schlagen. Genau. Und das hast du schon nach 3 Versuchen kapiert. Das ist ziemlich gut. Diese Übung simuliert die Geschwindigkeit von Infektionsvektoren. Nach der globalen Sättigung antibiotischer Immunität. Sie belegt die Unmöglichkeit einer effektiven Behandlung, weil der medizinische Fortschritt durch die derzeitigen rechtlichen und ethischen Grenzen ausgebremst und behindert wird. Kurz gesagt, The Assembly hat die Ressourcen und den Willen, jenseits dieser Grenzen aktiv zu werden. Was soll das heißen? Dass ihr nur zu gerne ungetestete Behandlungsmethoden einsetzt? Eher, dass wir bereit sind, solche Tests mit weniger Bürokratie als üblich durchzuführen. Und das kennst du ja, Madeleine. Die Frage ist nur, wie weit würdest du gehen, um Erfolg zu haben? Darauf gibt es keine direkte Antwort. Das hängt immer von Fall zu Fall ab. Ja, das tut es. Und es kann sogar sein, dass sich die eigene Antwort mit der Zeit ändert. Du kannst jetzt gehen, Madeleine. Dr. Chevez wird bald zurück sein. Das war alles, was ich tun hätte müssen? Ah, ich hasse euch. Echt jetzt? Das ist ja fürchterlich. Diese Aufgaben. Man sieht sich, Kerl. Das weiß man nie. Nein, ganz sicher nicht. Worauf lasse ich mich hier eigentlich ein? Das frage ich mich auch. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Na, was heißt denn? Flucht mit Killer Persons. Viel Spaß, bis dahin, tschüss.